Deputierten und die Bauler, das sind noch ein Beispiel verstopft gesehen, Vertreter von der Gemeinde, vom Klingemenscher Festival, die Damen und Herren. Herzlich willkommen am Konzert d'Ouverture von der Edition Nummer 35, die zweite Edition Covid, und auch von die letzte Edition Covid, am Datei in der Schöner Kirche zu Ölfen. 35 Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Einen ganz großen Teil von der Zeit haben wir auch mit der Gemeinde Ölfen mit denen verbunden. In dem Sinn, dass wir hinter dem am Anfang Mensch, das Konzertfestival, für Nimmensmensch an der Kirche vor, lokal, nun hat es sich als regionales Festival entwickelt, ein Festival vom ganzen Islik, von Anfang an, wo die Ölfen der Gemeinde, du von unseren Partner, und dafür will ich Ihnen danken und dafür merci sagen für die flott Zusammenarbeit, die wir über die Jahre haben. Initial wurde das Zusammenarbeit mit dem BMW-Stelle Sergejus, du hast da überhaupt von der Equipe von Eddie Mertens, Lo hat Ölfen an sich einen Festplatz an diesem Programm, und wir sind ganz froh. Ad libitum, aus dem Ensemble, den wir alle noch hören, wenn es dem Covid, also so, dass die selbst Konzert zweimal gespielt wird, das ist im Kader von den Covid-Besuchern, über den Weg konnte man effektiv alle als Visiteure, Spektateure zufriedenstellen, an denen man nicht mussten heimschicken. Und dafür aber ganz große Merci und den Ensemble, die sich spontan bereit hat, das Konzert zweimal zu spielen. Dafür eine große Merci für Ihre Flexibilität. Dance, Chaconnen, das sind spürlich Volksdance, Dialoge, das ist ein Thema, nach dem das Konzert von der Noven steht. Wir hören Musik aus der Renaissance und dem Freibarock, aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Die gesittelt am Mittelpunkt stehen Instrumente wie Blockflöte, Dulcia, Dudelsack, Zeng, ein Viola da Gamba. Am Ausnahme von zwei Komponisten, Kircher, also Sato, sind alle Komponisten aus dem italienischen Raum, das in Noven steht, hauptsächlich Thema von italienischen Komponisten. Dieses Programm ist extra für unseren Festival, für diesen Noven zusammengestellt werden, und dafür danke ich auch für Messen und den Ensemble. Ich denke, es gibt kein besserer Platz, oder das ist ein ganz idealer Platz für so ein Konzert zu spielen. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, und ich fahre an dieser Kirche auf dieser Platz in Kapelle, und da gehen die ersten Emotionen auf 1489 zurück. Das ist auch die Zeit, wo die Musik komponiert wird aus der Melodie. Dann hat man zum Schluss Kaffee von Merci, ich habe schon abgezahlt, Gemeinde Ölfen, die Patronage von diesem Konzert überholt hat. Dann eine große Merci an Pastor Michel Meyer, der immer singiert hat, nicht für uns. Merci auch an Amie Delorque, ihrem Präsidenten Monde Platsch, auch für die flott langjährige Zusammenarbeit. Große Merci der Entreprise Weber von Manisch, die als finanziell schon seit 35 Jahren lebt. Und auch ganz große Merci der Fondation Mutschweidert, die an sich auch diesen Ofen finanziell unterstützt. Voilà, meine Damen und Herren, merci, dass ihr die Noven Preise und ich invitiere mich dann noch auf eine Zeitreise für 600 Jahre, die man zeigt, an Renaissance und an der Freiburg. Schöne Noven.
Ich probiere nur vor der Uni Mikro zu schwätzen. Normalerweise ziemlich stimmt. Ich schwätze in den Nobel über Renaissance und über Frühbarock. Nicht wie Barock. Den Ensemble an Libitum wird sich in letzter Zeit overladen, an die Frühperioden wie Mittelalter oder eben Renaissance. Was das eigentlich an der Zeit der Renaissance geschieht, da ist eine ganz große Entwicklung gekommen, dass Instrumente aufgelernt. Wir haben ein ganz paar Instrumente schon am Mittelalter gehabt, mit denen sich weiterentwickelt und zum neuen Welt kommen. Wir haben alle Dinge, die ganz in Familien entstanden, die Instrumente, wie zum Beispiel Blockflöte. Du könntest wirklich von der kleinste Jagdflöte bis zur größte Zugausflöte, das nämlich für Viola da Gamba vom kleinen bis zum großen Violone. Also es sind ein ganz prachtliche Familien entstanden. Und auch am Holzblosinstrumente, wo man zum Beispiel den Dulcian von den Sinenke weisen, entstanden ist, dass die Viergänger vom Fagott, weil er noch keine Klappen wusste, oder den Zenk bei den Blechblosinstrumenten. Es fällt also nachhaltig als Holz und da so noch mal hier drüber zu und da ein Mundstück lang auch aus Holz ist, kasseltomisch Mundstück, mit es halt trotzdem in der Familie von den Blechblosinstrumenten. Es gibt übrigens Krummenzenk, wo ich kann Mundstücke hochholen und gibt einen Stillezenk. Ist die noch dabei? Ne? Voilà, die Stellenzink, wo Mundstück noch angebaut ist. Da kann ich noch die Ruhe nicht raushören. Voilà. Das sind zwei Instrumente, die schon den Klang tun, von denen Trompeten, wo sich dann nur entwickeln, mit so einfach nur komischerweise die meisten Spieler, die man halt tun, die kommen von der Blockflöte. Die haben also normalerweise kein Trompet gespielt mit dem Blockflöte. Instrumente, und habe ich den Flutschern und Zeng, Heidelen und dann auch nach dem Organetto, die gleich nach Regeln. Das sind Instrumente, die eben noch Stadtpfeifer begreifen. Stadtpfeifer, also die ältesten und die bekanntesten, das sind die Leipzig gewesen, über 500 Jahre alt, die eben auf ihrem Turm dann eben so viel Durchschnitt für Musik zu machen. Andere Instrumente, wie schon den Dudelsack oder auch nach Sackpfeife, können wir schon hören, Fliede, Drehleier, laute Harfe, Psalterium, Regal, das sind alles Instrumente, die nur an der Zeit entstanden sind oder entwickelt sind. Aber auch, was ganz wichtig ist, an der Periode oder Perkussion gelangt, Schlagzeug, vielleicht genannt. Du hast ganz viel aus verschiedenen Instrumenten geschafft, die Trommel, die noch halbe Kopien, zum Beispiel Danzknechts-Trommel, das ist eine Kopie von einer anderen Trommel, oder Davul, das ist ein bisschen mehr türkisch Instrument, übrigens auch der Schellekranz, das ist Davul, voilà. Auch der Schellekranz ist effektiv Türkei und Europa importiert. Dann natürlich dabei ganz schräg Naturpauken und noch Naturprozessen, aber so machen wir dann wirklich Fehler und so, wie man dann Löser löst und überhaupt lieber an den Heichbarock, wie das Geschichte nennt. Die meisten Instrumente, von denen Homologheit sind am Laden und 17. Jahrhundert wird verschwunden. Zum Beispiel von Dulcian, das ganze Verkörper, die Gambe, die auch Wäschgefall, Löser lösen, die ganze Familie von Streitinstrumenten entstanden, Geil, Alto, Bass, Cello und Kontrabass. Was aber nicht ist, dass die auch nicht gespielt sind, für ganz viele Ensemble, die auch Musik machen, an die eben mit den Instrumenten spielen. Ich will aber nicht können, dass das alles Kopien sind, das verheimnet, als originale Instrumente aus der Zeit geschaffen. Was dann nicht ganz wichtig ist, an der Periode, was auf den Notendruck entstanden. Vielfalt waren immer, also nicht schriftlich, das ist Vielfalt waren immer eine Tabulatur. Ab dem 16. Jahrhundert sind dann Noten niedergeschrieben, wie
Renaissance-Musik ist eigentlich zu einem größten Teil bekannt durch polyphonische Musik, die wir noch heute noch in Klang bringen, was wir ganz viel gemacht haben, und wir schon festgestellt, dass die Dance aus der Renaissance, der bekannteste Komponist war tatsächlich Michel Pretorius, die nur den Album geschrieben und überkeiner Dance. Das war in der Zeit, dafür war Musik gut, für zu streichen, nicht nur am öffentlichen oder nicht nur am draußen, wie oft am Sakralen sind die Dance wirklich immer interpretiert. Für Michel Pretorius oder Ronald von Thielmann gesagt, von dem man holografisch gekriegt hat, das sind die Komponisten, die ganz viel von der Dance bestimmt. Voilà, wir kommen nun zu dem zweiten Block. Es gibt noch gerne Kurwort zu dem Wort Ostinato, die meisten das nicht kennen oder nicht so gut gebracht haben. Ostinato ist eigentlich ein Bass, den sich immer wieder hält. Wir haben hier ein Stück hören, das ist bei Gamas, da hat man schon den Ostinato dran. Und einen Unterschied gemacht zwischen den kleinen Ostinato, die spielt noch 4 Noten, und dann den Ostinato noch 8 Noten, und dann auch einen ausgebauten Ostinato, wo dann eventuell gut variiert wird. Am Anfang ist das ganz einfach harmonische Bedingungen, die Bassnoten, und da setzen die dann einen Akkord, und die anderen Instrumente, die da spielen, die können da zwar die noch improvisieren, oder aber die Improvisationen die auch zu einem großen Teil niedergeschrieben werden. Ich werde dann gut nun auch wieder weiter mit der Antolog und den zweiten Block von Monaten, die Ostinaten am Kongo immer kennt, und ich von denen einfach vorlese, ich gebe so einen Amerikaner.
Maar het voorbeeld, instrumenten, hangt er weer dat het disciplinaar, dat is ook een aardinstrument, dan voor een Nijzanisch dat zijn maar ook, zijn een stuk die de minnageer of die vandaan willen, dat is praktisch aan de industrie of dat het al een goede bedrijf van het kan praktisch. Dat hier is ook een klang die gedaan is die een genre gegeven. Ik hoop dat door het doen hier nennen die zuster als eindtijd am zweiten Tag parallel zum zu der Tastatur. Den Hauptarchiv fragen die Kinder selbst so nach Organetto genannt mit vier Helden. Ich weiß nicht, was die überraschen, weil der Präsident wird wahrscheinlich spielen im Buchprogramm mit den Noten und Recht. Und diese dann nicht sehen. Niet lozen mensen hadden allemaal wel bij in de bloedspalletje gezonder gekriegt geweest. En dan kun je dat passen, ooit naar het stuk, hoe bloedspalletje maar wij hadden het gebied van ombrengd die stroom door. Voilà, aan de organetten was normalerweise een show gespielt, gezond, interessant, als zij shows. Dat dan umständlich an der Bildung die einhandlich gespielt und das ist schon schwierig näher nachher direkt zum Zenk, den wir schon ganz groß mal her mit der wahrscheinlich am Mann kann gut. Den Zenk eigentlich das Instrument auf der menschliche Stimme am Los gefällt. Wir brauchen noch ganz oft zu gut nach an der Zeit angebracht die Stimme vor Höhe. Du ganz oft an der Wachkantaten an den Campus zusammengeht, gibt es 10 Charakter. Also ein Instrument hat schon lang, gut lang, mehr, das aber ganz gut passen, eben in die Menschen bestimmt. Voilà, ich meine, die Welt ist so, ja, nach den Dance, vier Sekunden, orange, maschinell, weil wir haben einen Block von ein Quarantäne, also die Dance sind eigentlich überall sowohl am Freien, eben auch an der Kirche, von meinem Gründe Forsch, haben wir die Programme nur in 3 Wellen, aber ich mache uns auch so, die sind nur ein abgesteckter Helier oder der Nacht, wo passt man das eben gut wieder da, ganz zugleich in Dialog mit anderen Chateau, ganz zugleich in Tanzen an dem Chateau. Ah ja, ich wollte nach eben so zu der Passacaglia, wo wir auch den zweiten Problem von Gianni Maruni. Passacaglia wird dann mit der Chateau, was am Kongo nämlich die Lehre so Wissenschaftler schreiben, die dann immer so wieder am Behaupten, was er kalten Stußes also für mich fand es schon ganz ähnlich als Struktur, aber dann plus das wir heute in konsequenten Studien eben den ausgebauten Posten nachfragen. Das war alles so kann voilà, wir führen wir von am Recht Programm. Merci.